Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Kanal von Döme. Ihr seht auch, der Döme ist nicht irgendwie hinter mir oder irgendwo neben mir. Ich bin der Simi und der Döme der fällt leider aus. Ich weiss, tragisch. Aber das 2-Stunden-Rennen in Wohlen findet weiterhin statt. Das findet heute statt und genau, es ist schon bald in etwa 1,5 Stunden. Ich muss mir jetzt gleich auf den Weg machen. Und wir haben uns gleich dazu entschieden, spontan irgendwie noch ein Team auf die Beine zu stellen. Das heisst, der Levin und ich sind von den Unsafe Bros übrig geblieben. Der Rest ist neu. Ich habe da 3 neue Kollegen, also 3 Kollegen von mir angesammelt. Der Jason, der Fab und der Joe. Die werden noch mit am Start sein heute. Wir gehen aber dort hin, um den Spass zu haben, um auch wieder teilzunehmen. Auch mit dem Team, das wir da jetzt neu aufgestellt haben. Und wir schauen mal, wie es wird. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass ihr ganz viel Spass haben werdet in dem heutigen Vlog. Auch leider ohne Demo und Demo ganz gute Besserung. Unsafe Bro! Überhol GmbH! Sagt man nichts. Können wir noch anschauen. Ja, so, die Pneus sehen eigentlich in Ordnung aus. Ja, hockt mal rein. Machen mal einen Sitztest, ob ihr noch etwas braucht oder nicht. Und was meinst du? Ja, mir ist gut. Ist gut, hä? Kann man den Sitzplatz unterschieden? Wahrscheinlich nicht. Du kannst einen Sitz erhöhen, so rein. Also ich kann es fahren. Ja. Ja. Da bin ich eigentlich nicht schlecht, dass ich... Schau mal, jetzt zockt der Profi. Schau mal da. Und? Ja? Ist gut. Also musst du vor allem wegen Schauen, wegen Gasbremse. Ist gut. Top. Ja, schau mal, perfekt für alle. Jetzt ist es wahrscheinlich für mich nur zu klein. Ich sehe es schon für mich. Ich glaube, ich habe schon lange nicht so einen perfekten Sitz gelegt. Hey. Und so? Sobald alle parat sind, starten. Und wie fühlt's? Ich würde so brutal. Ja, soll ich noch schnell diese holen? Nein, ist gut, ist gut. Ich probiere Practice mal mit denen, aber... Ja, ein gutes Gefühl mit dem. Er sieht gut aus, aber ich weiß nicht, ob er auch Mal schnell wieder glänzt. 53 ist schon schwieriger. Warum auch immer, aber... Komm schon, schnell aus, so eine 37 Kannst du schnell? genau. Ich weiß nicht, ob das... Aber gell? So ein bisschen Regen. Und schon... Ich glaube, ich habe es Hat sich herausgefunden. gedreht mal, oder nicht? Nein, aber ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ich fahren muss. Hast du herausgefunden, wie ich fahren? Ich glaube, du musst weite Kurven nehmen, Ja, musst du nicht um so wenig wie möglich eigentlich zu lenken. Aber ich sehe es jetzt.
Schwierig. Döme, du verpasst das Käferfest. Schwierig, es wurde schwierig, Levin. Ja, das ist ja so. Gut. So, jetzt Start. Wir machen den Start mal wieder. 2 Laps. Der Jason, der Fabio, dann kommst du. Dann komme ich und dann kommt der John zum Schluss. Sind wir? Zweitletzt. Sind 17. Nein. Was drin? Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück, ja. Was sind ihr? Ihr seid da. Wir sind 7. Star. Ja. Hey, ich drücke euch. Dank ihm, nicht dank mir. Ich drücke euch die Daumen heute, ohne Scheiß. Wir haben heute nichts zu reissen. Wir sind mit 3 neuen Leuten gekommen. Das ist verdammt schwierig. Ja, glaube ich. Aber egal. Wir sind wegen Spass da, genau. Wegen Spass und damit wir das YouTube-Video wieder rausholen. Aber wir sehen uns dann sicher auf der Strecke, weil ich Ja, bin wenn- auch nicht so hure schnell. Ja, also. Wir haben jetzt wirklich Sättige gehabt, die sind das erste Mal da gewesen mit den Turbocars. Ja. Die sind sich so noch nicht gewöhnt und jetzt, was noch ein bisschen rutschig ist. Aber dann ist es natürlich schwierig, wenn du hier gerade lernen musst, in den Ja, 20 Minuten Training. Ja, ja. Weit ist. Also ich denke mal, so beim Überrunden irgendwann sieht man sich dafür. Ja, ganz Stoß. Danke. Und, bist du zufrieden mit dem Start? Ja. Ist die Strecke besser geworden? Sind wir noch kleine Bitch. Aber ich finde, es hat schon Spass gemacht. Die Kämpfe schon gebraucht haben. Ist gut. Mal. Vielleicht kommt er nicht. Wäre gut. Vielleicht nur zweitletzt. Ist gut, mal schauen. Döme, du verpasst etwas. Gute Besserung. Was ist dein Ziel heute? Wir haben ja kein grosses Teamziel. Gewinnen.
Und? Zweimal gerammt worden, Mann. Zweimal? Ich habe nur eines gesehen. Ah ja, hast du es gesehen? Vor etwa 5 Minuten oder so. Nein. Der dort hinten in dieser Kurve. Ja, genau, da war der erste. Ich sage, ich habe mir Mhm. das war anstrengend. Ist Die ganze Zeit mit der Zeit gemerkt. Gell, merkst du? Ja, Kann es sein, dass du dich nicht so getraut hast? ja, in der Kurve eigentlich. Gell? Weil wir haben, also eben, wir haben ja gewusst, es geht um nichts heute. Aber du hast sehr viel Zeit liegen gelassen. Du kannst eigentlich noch viel mehr. Ja, ich weiß schon, aber ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen jedes Mal dann nicht, dass ich jedes Mal drehe. Nein, ist schon gut. Hauptsache du Spass gehabt. Hast du das gehabt? Und du hast uns Footage gegeben, weißt du, mit deinen Rams. Ah, das war nur klar. Heute ist mir hinten rein, vorne bin ich rein. Ja, das ist geil. Sag mir mal. Also das Fazit ist, wir haben keine Chance. Keine Ahnung, ob es Fahrer-related oder auch Kart-related ist. Aber wir haben noch nicht viel erwartet, um ehrlich zu sein. Darum mal schauen, wir haben jetzt auch schon ein paar Crashes, Sprints gehabt. Wir sind aktuell, wahrscheinlich sind wir zuletzt, weil der Februar ist sogar gespinnt leider. Schauen jetzt, ja, dort ist am Fahren. Darum, ja, ich rechne mir noch nichts mehr aus. Darum mal schauen, wir haben jetzt mal ein bisschen Spass. Vielleicht noch ein paar gute Fights, gute Szenen und kreieren wir ein bisschen Content. Ja, du bist gute Zeit gefahren. Ich finde schon. 53 Mitte tief hast du mal einmal gehabt. Was habe ich? 53 Mitte tief. Also, klar, ich weiß immer noch nicht, ob es der Kart ist. Aber wir kämpfen noch gegen den Letzten. Also wir sind der zweitletzte rum. Die sind gleiche Pace. Also, Ich habe das Gefühl, ich bin viel langsamer geworden als irgendein Punkt. wo nicht mehr schmecken oder einfach so? Ich habe einfach langsamer gesehen. Okay. Aber vielleicht bin ich auch wahrscheinlich bin ich jetzt Und was sagst du zum Topspeed auf der Geraden? zu schnell.
Hä? Nicht so schnell. Nicht, gell? Deckt sich zu dem, was der Jason gesagt hat. Weil er ist verdammt leicht und er hat gesagt, er kommt nicht mal nach. Nein, ist recht langsam gewesen. Und? Was war das Gefühl? Ja, eben auf der Gerade sind wir viel schlechter mit dem gefahren. Und allgemein. Ich bin von allen überholt worden. Ich musste mehr schauen, dass ich allen ausweiche, nicht in den Weg komme. Ich konnte überholen, ja. Aber du bist schön fehlerfrei Stint gefahren. Ja, ein paar Mal habe ich ein bisschen geslidet, aber sonst ist es eigentlich gegangen, ja.
wie war es? Noch einen überholt. Also wenn er in der gleichen Runde ist, ist es gewesen und dann jetzt über den Vorsprung rausfahren. Aber schnell ist er nicht. Ja, wir haben gesehen, du hast irgendwie 2 Sekunden pro Runde können aufholen. Das geht nicht. Das ist nicht schnell. Er hat keine Leistung. Das ist demotiviert. Aber der letzte Mal ist motiviert, als ich gesehen habe, dass ich plötzlich noch den holen wollte. Habe ich mir gesagt, passt, das musst du jetzt einfach machen. Ja, fair. Und ich kannst doch den Peace Bench oder noch 2 Runden nehmen. Ja, noch 2 Runden. Dann überholt und dann noch einen Gap-Raum rausfahren. Dann kann ich... Aber Sind wir gleiche Level? Ja, müssten wir ja. Sehr gut. Hey, ich habe ihn noch geholt, den ich wollte. Das ist geil. Sehr schön. Das ist ein geiles Ding. Die Strecke ist mal so viel schneller als im Practice. Super Zeit. Du hast nochmal super Zeiten gefahren. Du hast nicht mehr runterbrennen lassen. Da haben wir sind im Letzten geworden. Das ist gut. Sehr stark. Ja, geil. Wir sind nochmal in die Box gegangen, muss man natürlich auch noch was sagen. Okay. Aber Das hättest du nicht müssen sagen. Ich habe gerade nichts gesagt. Schneid raus. Hast du nichts gehört? Haben wir jetzt schon gesehen. Irgendwann auf der Kamera sehen wir mal, wenn ich so mache, aber ich es fast nicht glauben konnte, wie schnell das an mir vorbeigefahren ist. Ja, es ist abartig. Er hat keine Leistung gehabt. Es ist, ja. Aber wir haben es durchgezogen. Wir wissen es jetzt. Absolut geiles Rennen. Aber wir haben immer noch Spass gehabt, würde ich mal behaupten, oder? Tipptopp. Leider muss jemand der Letzte sein, aber wie gesagt, heute sind alle sehr gut unterwegs gewesen. Wenn man die Zeiten anschaut, das langsamste Team ist auch 52er Zeiten gefahren. Also nicht weit weg von der Spitze, das ist eigentlich sackstark, da dürft ihr euch selber auf die Schulter klopfen, vor allem wenn ihr hier nicht erst 10'000 Runden gemacht habt wie andere. Wir haben auf dem 14. Platz mit der Nummer 54 Nitro Racers. Dann haben wir auf dem 13. Platz. Ich wünsche Ihnen auch mal ein bisschen weiter vorne, weil sie uns tatkräftig auf Social Media unterstützen. Ein Influencer-Streaming-Team, ganz sympathische Jungs.
Haben heute leider auch wieder ein bisschen Schwarten verwünscht. Er ist eigentlich unter der Woche super gelaufen, aber eben, es ist jeden Tag verschieden. Darum wünsche ich euch, dass es nächstes Mal auch mal eine Rakete verwünscht. Heute ist zwar auch ein paar Teamkollegen dabei, die ein bisschen frischer dabei sind. Aber ich habe es während dem Rennen gesagt, die haben sehr schnell sehr viel dazugelernt, sind immer schneller geworden. Darum ein riesen Applaus für unsere Unsafe Bros. Dann haben wir auf dem 12. Rang auch schon eigentlich vorher Applaus wert, weil sie eingesprungen sind für ein Team, das sich abgemeldet hat. Ich weiss, jetzt sind ihr zum ersten Mal dabei gewesen, bin ich mir nicht sicher. Aber ein riesen Applaus, auch sie haben heute nicht die schnellste Karte verwünscht, aber den Spass haben sie für 5. Ein riesen Applaus für Latifi Racing im 58. Dann haben wir im 11. Rang auch eingesprungen, und zwar innerhalb von 12 Stunden. Also wirklich genial gewesen. Merci vielmals euch Jungs. Im 63, die haben auch gekämpft heute. NPCs. Die gehen auf den 10. Rang. Ich glaube 66, die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ich wünsche euch auch mal eine Rakete. Aber sie haben immer den meisten Spass. Ihre Jungs sind fast auf den Tribünen runtergefallen, weil man so einen geilen Start hatte. Ein riesen Applaus für die Überhol GmbH. Dann auf dem 9. Rang mit dem 68. Da muss ich ehrlich sein, die haben heute, glaube ich, eine Karte gehabt, die eigentlich ein gutes Gesamtpaket hatte, aber auf der Geraden haben ein paar km/h gefehlt. Sie haben aber alles gegeben, sehr weit vorgefahren. Im Qualifying sind sie auch mit drinnen gewesen. Ein riesen Applaus für Piston Cup Rejects. Am 8. Rang. Sie sind einmal weit vorne, mal weit hinten. Sie haben manchmal beim Löseln auch nicht so viel Glück, aber sie sind einfach geile Sieger, weil sie auch immer dabei sind. Ein riesen Applaus, hoffentlich bis nächstes Mal wieder zu Weg. Bitte! Auf dem 7. Rang sind die uns eigentlich normalerweise mit der Rennmaschine unterwegs. Heute haben sie es mal mit dem Mierkart wissen. Sind mit reingefahren, für das sie eigentlich das erste Mal mitgemacht haben. Sehr stark gewesen, trotz der Größe. Für ihn mehr eine Kinderkart wie eine Turbokart, aber er hat es geschafft. Ein riesen Applaus für Kartini Renndienst. Du merkst es nicht allzu fest jetzt so. Auf dem 6. Rang, auch ganz kurzfristig eingesprungen, hat überall telefoniert, um noch einen Fahrer zu organisieren. Darum herzlichen Dank von mir. Und schau mal, wo wir heute sind, auf dem 6. Rang, sehr weit vorne. Aber euch möchte ich auch das Podest gönnen. Ein riesen Applaus im 61 für die Left Breaker. Wir haben auf dem 5. Rang ein Team, das schon sehr lange dabei ist und eigentlich auch mit jedem Kart weit vorfahren kann. Sie haben aber heute mit dem 53 ein bisschen Mühe gehabt, und mit dem Kart ist irgendetwas krumm. Wir müssen noch mal die Dachschenkel oder die Spur anschauen, aber sie haben alles gegeben. Ein riesen Applaus. Da weiss ich ja vorher nicht. Tut mir leid, Herr Furler, aber trotzdem Top 5 mit dem Kart. Vollgas, ein riesen Applaus. Auf dem 4. Rang. Wie gesagt, er musste allein durchziehen, sein Teamkollege ist ausgefallen. Der Kart war wahrscheinlich auch nicht gerade der schnellste, aber mit ihnen müssen wir immer vorrechnen. Da könnt ihr es, glaube ich, auch mit dem Kinderkart. Einen grossen Applaus für ihn, der durchgezogen hat. Vaya E.T. Dann haben wir hier noch einen kleinen Zwischenfall in den letzten 2 Runden. Sie haben gekämpft um den 2. Platz, aber ich habe es zuerst nicht gesehen. Sie haben selber nicht gewusst, dass sie um den 2. kämpfen. Sie haben sie mal ein bisschen bereicht, sie. Aber ich muss sagen, wir haben mit ihnen eine sehr faire Lösung gefunden. Sie haben freiwillig gesagt, Herren, wir treten einen Platz zurück. Es war nicht ein ganz sauberes Manöver, darum muss ich wirklich sagen, das ist Motorsport, das ist Fairness, das muss man hoch anrechnen. Sie sind auch schon seit Jahren dabei. Darum ein riesen Applaus auf Position 3, vielleicht auch 2. Sie haben sich aber selber zurückgezogen, wie gesagt. Ein riesen Applaus, das muss man belohnen. Kolbenfresser.
Dann haben wir auf dem zweiten Rang, endlich dürfen sie mal sagen, ich warte glaube ich seit 2 oder 3 Jahren drauf, wie sie auch. Sind heute sackstark gefahren mit einer Karte, die ich es nie erwartet hätte. Ich glaube sie auch nicht. Aber ich darf endlich mal sagen, auf dem Podest, auf dem zweiten Platz, Low Budget Racing. Dann haben wir auf dem ersten Rang. Ich sage es immer wieder, die meisten laufen links hier, rechts wieder raus, aber sind schon so lange dabei, wie ich dabei bin, wie ich die Rennen mache. Ja, eben, ja, länger. Und wenn es noch mehr auf dem Alpinen saufen, geht es noch länger. Darum ein riesen Applaus für unsere Alteingesessenen, die immer mal von hinten nach vorne, wieder hinten, aber sie sind immer dabei. Ein riesen Applaus für Bambi Racing. Wie ich gesagt bin, ich nicht mal an der Rennstrecke, sondern ich bin schon daheim in meinem Wohnzimmer angelangt. Wir haben die Abmoderation an der Rennstrecke leider Gottes vergessen. Das war auch eher so der Grund mit den ganzen neuen Leuten, die wir gesehen sind. Haben wir eher so gedacht, wir wollen das mal ein bisschen sickern, mal schauen, wie es war. Wir haben noch ein bisschen mit dem anderen Team geredet, mit den Piston Cups, Rejects. Grüße an Janik und an Leo an dieser Stelle. Und wir haben einfach den Morgen und den Vormittag, einfach das ganze Event haben wir einfach mal sacken lassen. Das war immer noch eine geile Experience gewesen. Ja, so recht cool gefunden von den Jungs, dass sie so spontan eingesprungen sind. Also Shoutout an Jason, Fabu und an Joe. Sie haben sich auch mega gesteigert im Verlauf des Rennen. Wochenende irgendwie ein paar Minuten Training, die sie hatten. Im Rennen sind sie deutlich schneller geworden. Der Progress war da, wir haben Freude, der Mike hat auch Freude gehabt. Das war richtig geil gewesen. Und ja, wir freuen uns dann aber auch schon darauf, wenn wir das nächste Mal wieder an den Start gehen. Das ist im Juni. Mal schauen, welche Konstellation das dort sein wird, weil wir haben immer noch ein bisschen die Situation, der Dömer fällt aus. Ich bin tatsächlich schon wieder krank geworden. Jetzt der letzte Levin ist auch nicht rum. Also es wird noch mal ein bisschen so ein, ich nenne es jetzt mal Backup-Team geben. Aber das haltet uns nicht auf. Wir sind gehypt aufs nächste Rennen und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und die Einblicke, die wir euch geben können, genauso sehr, wie wir sie auch haben können feiern. Nichtsdestotrotz, dass wir auch eine schlechte Karte hatten. Aber wie gesagt, wir gehen dort zum Spass an und ich hoffe, ihr habt auch Spass, wenn ihr unsere Vlogs seht. Und ja, mir gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für den dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, den Vlog für euch zur Verfügung zu stellen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder, beim nächsten Tourpokal-Rennen, weil es im 29. Juni stattfinden wird. Also, hey Leute, macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und schöne!